Mitten in einem Allgäuer Weiler ein Haus wie aus dem Märchen. Eine Haustür im Stil der Renaissance. Eine Katzenklappe wie aus dem alten Rom. Ein Vintage-Sofa für den Hund und ein besonderes Bett für das Herrchen. Ein Alkoven aus dem Mittelalter. Das war das erste Zimmer, was ich hier im Haus renoviert habe. Und damals stand ich eben auf Mittelalter. Und da habe ich dann mir gedacht, ich könnte mir so ein Bett mal bauen. Es hätte auch sein können, dass ich sage, ja, es ist mir echt zu dunkel. Aber ich will das dann einfach leben. Ich will das ausprobieren. Der Grafikdesigner Thomas Schöne. Auf sympathische Weise verschroben, das ist er schon. Er war weltweit für Innenarchitekten unterwegs, um Häuser auszubauen. Aber hier hat er sich eine Welt nach seinem Geschmack geschaffen, mit wenig Geld. Ich bin ja ein Jäger und Sammler. Und heute wissen einfach viele, dass ich alles gebrauchen kann und bringen mir das. Viele stehen ja nicht mehr auf diese Antiquitäten. Und dann nehme ich die natürlich gerne und dann baue ich da auch immer was um. Ich habe lieber die alten Sachen als was Neues. An seinem Haus arbeitet er ständig. Es wird das größte Werk des Künstlers mit 400 Quadratmetern Wohn- und Arbeitsfläche. Ich würde mir jetzt nicht unbedingt ein neues Haus bauen, das habe ich immer gesagt. Ich richte lieber her. Ich nehme gerne was Altes und baue das dann um. Aber ich würde nie jetzt ein neues Haus bauen wollen. Deshalb kaufte der gebürtige Westfale 2007 einen alten Allgäuer Bauernhof für günstige 180.000 €. Der freie Künstler brauchte Platz. Das Potenzial war da, rein wohnlich und auch von der Arbeit natürlich. Aber dass das so viel Arbeit wurde, wusste ich natürlich dann auch nicht. Bei mir ist es oft so, dass ich immer Ideen habe und dann aber nicht mit den Konsequenzen rechne, die dann auf mich zukommen. Ich meine, warum mache ich 5 Jahre lang eine Drachenhöhle? Das ist ja auch blöd. 5 Jahre lang an so einem Ding darum basteln, wo man wirklich zwischendurch ja auch nervlich am Ende ist, weil das nicht so funktioniert wie gedacht. Das ist ja im gleichen Prinzip gebaut wie da in Schloss Linderhof. Und ich muss mir anhand von alten Büchern raussuchen, wie haben die das früher gemacht. Das ist ja alles Kulissenbau, Theaterbau. Das mache ich ja auch nicht jeden Tag. Aus Liebe zu Ludwig II. Entstand die Drachenhöhle, gleich neben dem Hauseingang. Und sie ist wie der bayerische König. Ein wenig verrückt, verspielt und der Zeit entrückt. Nebenan ein wilder Epochenmix. Fresken aus einer hochmittelalterlichen Burg kombiniert Thomas mit Mosaiken aus dem alten Pompeji. Der Kick, wenn es fertig ist, für mich wirklich ein Adrenalinstoß. Wenn ich davor stehe und sage, boah, super. Komisch ist natürlich, dass das nach einer Woche wieder verschwindet. Dann denke ich mir schon wieder was Neues aus. Also ich bin ganz leicht im Rücklassen. Immer wieder ist Thomas Schöne unterwegs, begleitet von seinem Hund Darina, um Gegenstände zum Restaurieren abzuholen oder bestellte Kunstwerke auszuliefern. Ich bin eigentlich gar nicht frei. Ich sehe mich eigentlich als Auftragskünstler. Das heißt, ich bin ja immer in einem Arbeitsverhältnis, wie jeder andere auch. Es sind natürlich immer andere Kunden, aber ich muss ja das machen, was der andere will, muss Zeiten einhalten, muss die Qualität liefern. Bin natürlich immer darauf angewiesen, dass ich dann eben auch von diesen Kunden mein Geld kriege. Ich kriege nicht jeden Monat dasselbe. In Remnazried erwartet ihn sein Stammkunde Helmut Martin. Komm, Marina. Den nehme ich ja jetzt erstmal mit. Und den müssen wir ja dann abmontieren. Ja, okay. Wegkreuze und Kruzifixe. Sie gehören zum Alltagsgeschäft für Thomas. Okay, gut. Dann schaue ich mal. Den kann man abheben, gell? Ja. Ja, genau. Preismäßig, Kosten. Muss ich schauen, was mit dem los ist. Das müssen wir noch besprechen. Ich mache es in Jesus neu und er repariert mir den Käfer, wenn er mal was hat. Darum ist das ein ganz guter Ausgleich bei uns. Wie war das, als du zum ersten Mal sein Haus gesehen hast? Erster Eindruck war ziemlich, oh Gott, was ist denn da alles drin? Was sieht man da? Also es ist echt schon, aber man muss öfters reinkommen, dass man da mal einen Überblick bekommt. Aber schon interessant, und was er alles macht, alles kann, alles probiert. Genau. Weil er hat ja jetzt auch Lust bekommen ja, da zum Beispiel die Terrasse. Das ist jetzt auch
Die habe ich ja dann bei ihm auch gebaut. Es gibt halt fast nichts, was Thomas Schöne nicht kann. Der Allrounder hat ein großes Portfolio, das von Schnitzarbeiten, Tierskulpturen, Aktmalerei, Totenmasken bis zu Repliken für Sissi-Sammler reicht. Für eine Familie hat er nie Zeit gefunden. Er ist mit seinem Beruf und seinen Visionen verheiratet. Mein neues Atelier hat zum Beispiel 1,5 Jahre gedauert. Das hätte man auch in 3 Monaten schaffen können. Aber wenn man natürlich ein Deckengemälde machen will und Portale und so weiter, dann zieht sich das natürlich. Ist sehr an Michelangelo natürlich angelegt, weil ich den ja sehr verehre. Und darum soll der auch immer so ein bisschen von ihm über meiner Person schweben. Und darum habe ich auch das Deckengemälde zum Beispiel gemacht. Ich wollte auch ein besonderes Atelier haben, einfach vom Flair her. Die Zeit vergeht, die Liebe bleibt. Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang. Das kleine Atelier für Bastelarbeiten huldigt der Gotik. Mit einem Kreuzgewölbe und im Stil der Zeit gemalten Schutzpatronen. Ich wüsste nicht, was ich noch nicht gemacht habe. Ich kann mich daran erinnern, vor 2 Jahren, da habe ich, glaube ich, in einem Jahr 6, 7 Reliefs gemacht. Vorher nie. Plötzlich wollte jeder ein Relief haben, in riesengroß, klein. Und dann war das wieder vorbei und jetzt mache ich in erster Linie wieder figürliche Sachen. Eigentlich wäre er der ideale Kunstfälscher. Ja. Ich habe viele Reproduktionen hergestellt, aber dann nicht als Fälschung verkauft, sondern das war dann schon bewusst. Da stand auch immer ganz brav auf der Rückseite nach Monet oder nach Dürer. Also kriminell bin ich nicht geworden. Und außerdem war ich auch immer mit dem Gedanken unterwegs, meine eigenen Sachen publik zu machen und keine Fälschungen. Im ehemaligen Kuhstall hat er seinen Showroom. Ein Highlight sind seine selbstgebauten Marionetten. Relikte aus seiner Zeit als Marionettenspieler. Spielerisch probiert Thomas Schöne alles aus. Vom Drechseln mit Holz über das Arbeiten mit der Filznadel bis hin zu beweglichen Kunstwerken. Ein Potpourri, ein Feuerwerk an Stilen und Gewerken. Eine Gabe, die ihm schon in die Wiege gelegt wurde. Aufgewachsen ist er auf dem Land, in der Nähe von Gütersloh. Der Vater war Industriemeister und sehr musikalisch. Die Mutter eine perfekte Schneiderin. Der Sohn ist auch talentiert, lebt aber viel in seiner Traumwelt. Nach einer Lehre zum Grafiker studiert er Grafikdesign in Münster und macht sich 1986 selbstständig als Künstler. Ich habe immer diesen Kindskopf, den habe ich nie weggeworfen. Der ist immer da geblieben. Also das ist ja auch das, was mich immer noch, glaube ich, auch jung hält. Das ist auch für mich überhaupt kein Problem, was die Leute dann sagen, warum macht ein 63-Jähriger mit so Elfen rum oder sowas. Oder mit einem Einhornbrunnen, verschlafenen Engelchen oder Märchenliedern. Gestern wieder, als die Kinder da waren, das ist doch geil, wenn die Kinder auf der Straße stehen und oben die Rapunzel sehen und dann kommen die Luftblasen da raus. Und gestern Abend, da war ja dieser Kindergeburtstag, dann kamen sie extra zum Rapunzel, weil ich ja jetzt auch Musik habe. Und dann stehen die auf der Straße und tanzen. Ja, was will man denn mehr? Ist doch super. Ich finde das klasse. Und dann denke ich, oh, da kannst du noch eins draufsetzen, dann ist schon wieder Gefahr. Weil ich habe ja auch Freunde, die ich habe, die dann immer sagen, Thomas, jetzt hör doch mal auf, jetzt hast du gerade, jetzt fängst du schon wieder was an, gell? Aber ich kann das nicht, ich muss das dann machen. Und ich finde das ja auch wahnsinnig lustig. Nach und nach wurde sein Haus, das man im Ort das Künstlerhaus nennt, immer bunter und skurriler. Sein Müllhäuschen, bewacht von einem Nachtwächter.
Also wenn ich wirklich so Umbauarbeiten mache, ich könnte das nicht alles bezahlen. Bin ich wirklich darauf angewiesen, dass ich einfach immer im Internet schaue, was es zu verschenken gibt und so weiter. Weil das Schöne ist ja, viele wollen das alte Graffel nicht, wollen es halt nur weghaben. Es ist ja auch so, wenn ich zum Gewerbehof mal fahre und bringe auch meinen Müll weg, und dann sehe ich die Container, wo ich dann stehe, das könnt ihr doch nicht wegwerfen. Und da muss ich immer schon mal einen 10-Euro-Schein fließen lassen, dass ich da was bekommen kann oder aus dem Container rausziehen darf. Gell? In seinem Haus schenkt er Überflüssigem eine neue Heimat. Der Westfale, der sich in die bayerische Kultur verliebt hat. Er ist ein Jäger und Sammler, der eher das Schöne in Häusern und Dingen sieht, als die Mängel. Oh, wo fängt Kitsch an und wo hört's auf? Es gibt natürlich schon Sachen, wo auch ich sage, das ist totaler Kitsch. Würde aber noch nicht mal sagen, dass man das nicht mal irgendwann mal gebrauchen könnte. Aber es gibt natürlich auch hochqualitativen Kitsch, der aus einfach Alabasterdosen zum Beispiel, würde auch jeder sagen, ist Kitsch auch unnütz. Aber es ist im Alabaster. Mach das mal erstmal aus Alabaster. Also da ist dann für mich immer, kommt der Handwerker wieder durch. Du musst das alles erstmal so hinkriegen. Das Künstlerhaus hat das Multitalent hingekriegt. Aber er hat noch einen großen Lebenstraum. Er würde gerne in einem Wasserschloss leben und es auf seine Weise renovieren. Ungewöhnliche Ideen gehen Thomas Schöne bestimmt nicht aus. Außenseiter bin ich nicht. Ich bin nur jemand, der was Außergewöhnliches macht. Aber hier im Haus habe ich wirklich machen können, was ich wollte. Das ist mein Glück hier auf Erden, was ich hier habe, was ich mir hier erarbeitet habe, und das genieße ich sowieso.